Ja, sehr gut. Ein von den schwanzen Dingen von der Botschaft redet mir ist, dass zu weiten, dass ich ein Mensch bin. Und da kriege ich noch, wo gut meine Haupteinstellung ist, wo ich immer noch Wert brauche, wo nicht reich ankommt. Ein von den Dingen, von den schwanzen Dingen, was das mit sich bringt, für eine Versammlung zu stehen, ist, dass zu weiten, dass der wir, wo einer sagt, treffen einem, kriegt so eine Nacht alle, aus dem ihm taucht. Wenn ich mich nennlut ab von dir, dann fing ich mich kart und meist alle ein. Ich will von dir in Lukas Kapitel 17 eine sehr karte, aber eine sehr schöne Geschichte betrachten. In Lukas 17 vom Vers 11 und wieder fing wir eine Geschichte. Dort sagt du, wir ein 10 Männer, die wir in Krieg so bedürftig, einer aus der anderen. Diese 10 Männer sind von der Gesellschaft aufgestartet, die sind arren und die haben unbedingt verboten, sich mit anderen Menschen zu treffen, wegen der Krankheit, die die mit sich trägt. Diese 10 Menschen, die sind sehr wahrscheinlich mit einem Laken über den Kopf und Kleider ganz über alle Hüte, da das nicht zu sein ist, wo eigentlich ihre Hüte ist. Und wenn du nur da kommst, dann machen die von weit auf Stunden schreien, ich sie anrennen, nicht nur da kommen. Wir können uns das nicht nennen lassen, ein Leben zu leben, wo wir kein Mensch mehr kann dich bekommen, wenn wir anrennen sind. Und diese 10 Männer, die stehen da begrenzt, so wie die Geschichte lesen. Und Jesus kommt da nur, und die Männer, die haben ein einziges Verlangen. Die wollen gesund werden. Und wir lesen die Geschichte, sagt es dort. Als Jesus nach Jerusalem ging, nahm sich dort so rum, dort er verlängert die Scheidungsgrenze zwischen Samaria und Galiläa ging. Als er an ein gewisses Dorf ging, bejenden am 10 leprakranke Männer, die bleiben wieder aufstehen und schrien laut, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Als er an sagt, seht er, gut, stellt ihn die Priester vor, und während sie gingen, wurden sie rein. Einer von denen, als er dort sagt, dass er geheilt wird, keinmal trägt, und lobt Gott mit einer lüde Stimme. Er schmeißt sich für Jesus durch und dankt ihm, dort wie ein Samariter. Dann sagt Jesus zu ihm, wir dort nicht 10, die durchrennen werden, wo sind die anderen 9? Wie ist keiner aus des Fremden zu finden, der du trägst, Gott zu danken? Wenn ich mein letztes Jahr beobachte, in unserer Versammlung oder in unserer Gesellschaft, dann würde ich sagen, jeder einer von uns, ab verschiedenste Kategorien, hat ein Bedürfnis gehabt, was wir haben nur Jesus gebracht. Wir haben alle ein Verlangen gehabt, dass Gott uns wird alles was uithalten. Und wir haben alle so viel mehr gekriegt, als was wir bedürftig und wir. Diese Geschichte sagt uns, dass Jesus, der hier diese Männer, geschreckt und er sehr gut wie schon den Priester. Bloß so wie verstehen kann, Moses sein Gebot sagt, dass wann alles noch mal rein wird von Lepra, das erste Ding, was er muss tun, ist, zum Tempel gehen, zum Priester, und den sich wiesen. Und wenn der Priester sagt, ja, du bist geheilt, dann können die trägen. Menschen sagen, die ist geopfert haben und all diese Reinigungsdinge durchführen. Aber was diese Geschichte interessant macht, ist, Gott gleich Dankbarkeit. Gott verlangt in gewisser Hinsicht an Dankbarkeit. Und weil sich mit dieser Geschichte bekickt, und jün von der vielleicht wohl Frauen, hast du erst was zum Dankeschön sein? Dann frage ich mich die Frau, was fehlt mir?
Wat fehlt mir so nötig? Und wat hat Jesus mir geschenkt? Und ich Dankeschön gesagt. Und ich denk meine letzten 10 Jahre, das lang. Und ich fand, dass das eine Ding, für was ich sage, wenn ich Dankeschön gesagt ist, für die Gemeindeglieder, was meine Familie geworden sind. Jetzt als ich von Paraguay zurückkam, uns leben wir ein Chaos, was Kjoakj und Familie anbelangt. Wir sind sehr viel einsame Zeit gewesen. Wir haben gebetet. Und Gott hat geantwortet. Wir haben hier in Kjoakj manche dickere Familie aus Blautigheim und Schwartmärkchen. Dann nehme ich das hier Geschichte und dann lese ich durch, dann sage ich stund durch und schrie ich nur Jesus. Kannst du mir Frieden geben, was am Glauben mit mir stund? Und dann sagt Jesus, geh mal durch Hand. Und ich gehe. Und dann fing ich, dass ich hatte Onkels, wo ich noch einmal die Hand hatte. Wenn wir durch den Speck abgehen und spazieren, dann sind auf einmal irgendwas, kriegst du so meine Onkels aus Hiwatz. Dann fing ich, dort sind Rollkops, wo meine Brüder sind, wo eine andere Mama haben als ich. Aber dann schäme ich mich zu sein. Da war noch 3 Kämpfe, zum nur Jesus Dankeschön sein. Dann fing wie du vielleicht allem anderen bist nicht nie. Ich will von dir das Mikrofon hier anstellen. Und ich will dir entlohnen, wenn ich meinen Einsatz hierfür komme, sein, für was ich dankbar sind. Möchten wir, dass ich ein Beispiel fing, und möchte ich mit mir Taubchen lernen, und dankbar das Wort zu sein. Wir haben vielleicht 5 bis 10 Minuten noch dort, so nützt es ut. Wir haben auch gleich ein Dankeschön zu sein, Basile. St.